Dankschein von der Bürgharchen Eihe ab einen Stein. Geschrieben von Jimmy Evans, Evasaat und Rütgeschenk von Lebenswasser. Hier ist ein Kapitel für Vandau. Aufteilung Feier, Kapitel 22. Fähigkeiten für Wahrer befrieren in taubgebrachte Families. Wenn in ons Land so viele Ehescheidungen sind, ist es auch nicht zum Wundern, dass es viele Menschen gibt, die sich Wahrer befrieren. Und so als man das erwarten kann, gibt es auch immer wahrer mehr sind, dass Familien taubgebracht wurden, Partner mit Kindern von einer vorherigen Familie kommen taub, um eine neue Familie zu formen. Vandaag sind ungefähr die Hälfte von den Familien in ons Land so eine taubgebrachte Familien. Die Herausforderung für diese neue Eltern in taubgebrachte Familien ist aber, dass es davon eine höhere Prozent von Ehescheidung gibt als bei den ersten Ehen und durch schwierige Dinge durchzuarbeiten sind. Wenn diese Nummer schon nicht viel Hoffnung beiden, will ich, dass die dort weiten, dass eine neue Ehe in eine taubgebrachte Familie Erfolg haben kann. Ich habe durch die Jahre viele frisch befriede in taubgebrachte Familien rot gegeben und viele gesehen, was erfolgreich in seiner Frau wären. Aber in jeder Fall haben sie das ab ihren zu meinen musst und auf einen entschlossenen und rechten Weg mit den Sachen umgehen. Dort wahre Befrieren in Familien taub bringen haft so viel Sieden, dass sogar der erfahrenste Rotgeber sich am Kopf kleben motten. Als Christen können wir uns aber sicher sein, dass Gott immer Antworten gibt, wenn wir am Segen in Dinge auf seinen Weg tun. Wenn die frisch befreit sind oder in Umständen sind, wo je eine taubgebrachte Familie haben, will ich ihnen wat klare Antworten in Anleitung geben, dass die durch die Anstrengungen und Probleme durchfinden können und wat durchkommen, dass die wat eine friedliche Stadt kommen in jene Ehe und in jene Heim. Bei der Vergangenheit vorbeikommen. Ehescheidung ist vernichtend. Das ist nicht zu verlieren. Menschen, die eine Ehescheidung durch sind, sagen mir, dass das euer ist, als wenn wir gestorben ist. Wenn die gefährliche Weidung sich auch sehr mit Tod legnen, blieben die viel länger da. Und dann sind da noch die Kinder, die dazwischen sind. Die waren auch betroffen und vielmals auch in schwierige Graden. Wenn Menschen Weidung begehen, verhandeln sie nicht recht mit den Gefeilen. Schließlich waren diese weidolende Gefeile entnommen. Weil wir Vergebung als ein Beispiel nehmen. Vergebung ist ein von den wichtigsten Teilen, was die gefeiliche Gesundheit von einer Person bestimmt und wo der Recht mit Menschen umgeht. Aber die Weidung, die von einem gewesenen Partner verursacht worden sind am schwierigsten zu vergeben. Daher ist es so, dass wenn Menschen, die von einer vorherigen Ehe verletzt und hinterlich geführte Personen sich frisch befrieren, dann gehen sie mit weniger Vertrauen in eine höhere Erwartung tun, und die zwei Dinge taub sind gefährlich. Und dann haben sie lang, für sie die zweite oder dritte Ehe anfangen, sich wat innerliche Versprechungen gemacht, und die innerliche Versprechungen sind für eine Person ihre geistliche und gefährliche Gesundheit sehr gefährlich. Betternis und Rechten gegen eine andere Person ist meist immer die Wurzel von ein innerlichen Versprechen. Menschen machen innerliche Versprechen, um sich selbst zu trösten. Sie versprechen sich selbst, dass sie niemals wahre dasselbe weidende Problem haben werden. Dit sind wat Beispiele von so Versprechungen. Keiner wird mich noch wahre so weidone. Ich werde dat niemals wahre loten, dat ein Mann mich so behandelt. Ich werde dat niemals wahre loten, dat eine Frau mich so behandelt. Niemals wahre wo ich so eine Person frieren. Wenn dat auch ganz wat bekannt für uns alle ist, irgendwann so eine Ausdrücke zu sagen, sind die doch auch recht. Erstens bewiesen die eine Einstellung von nicht Gott vertrauen und dat wir ihm nicht uns leiden loten. Innerliche Versprechen sind Versprechen an uns selbst. Dit ist, was Jesus über diese Einstellung in Matthäus 5, Vers 33 bis 37 zu sagen hat. Dann habt ihr auch gehört, dass zur alle Zeit gesagt wird, du sollst nicht falsch schwören, aber dort für Gott holen, was du geschworen hast. Aber ich sage euch, dort überhaupt nicht schwören, nicht beim Himmel, weil's dort ist Gott sein Thron, auch nicht bei der Erde, weil's dort ist seine Voetbank, oder bei Jerusalem, weil's dort ist den großen König seine Stadt. Du sollst doch nicht bei den einen Kopf schwören, weil's du kannst nicht einmal eine Haar wett oder schwarz machen. Lot jün ja seinen und jün nee seinen. Wat je darüber gehen, kommt von beisen. Jesus warnt, dass wir nicht zu uns oder andere schwören sollen. Er sagt sogar, dass dort zu tun von beisen kommt. Das ist sein ernster Ausdruck. Wenn wir zu Umständen im Leben antworten mit Berufsschweren, was wir tun oder nicht tun wollen, mag wir uns zu Gott. Dat is eine Form von Grouch und rebellisch sein. Deswegen ist das auch recht und vom Teufel. Eine andere Gefahr von innerlichen Versprechungen ist, dass die immer was von den Menschen erwarten, was dann an sie gehen wird in Zukunft sind.
Wenn du zu dir selbst sagst, keiner wird mich noch einmal so behandeln, redest du wirklich von deinen zukünftigen Partner. Und wenn dein Euer auch gegen den Ferienpartner ist, wird der Preis von dem, was du keine Schuld hast, gefordert. Und wenn die neue Partner auf einmal was tät, was dein Versprechen ansteckt, wird deine Antwort durch viel stärker und schwieriger sein. Da die selbst einen gefallen. Die Wahrheit, was wir manchmal schwer annehmen können, ist, dass wir alle innerliche Versprechungen vergeben und brechen müssen. Gott sagt nicht bloß, dass du nicht Vergebung für deine Sünden haben kannst, wenn du nicht vergibst, aber auch, dass das Gift von nicht vergeben, die einen größeren Schaden andeutet als irgendetwas, ab wem du dort spielen kannst. Wenn du einmal wirklich darüber nachdenkst, ist Vergebung das Leiftoligste, was du für dich selbst tun kannst. Vergebung bedeutet, dass du die gefährliche und praktische Schuld, was dir wer schuldig ist, auf einmal auflässt, kriegst so als Gott das tät, wenn er die vergibt. Vergebung bedeutet auch, dass du andere für ihre Fehler auch keinmal und auf keinen Weg warst versehen zu bestrafen. Du verjagst dort, das ist vor dich. Dort sieht Jesus noch, dass du die Menschen, was die pflegen, sehen sollst, und für die beten, was die verachtend utnutzen. Dort ist der wirkliche Schlüssel, um Heilung und Leisung zu kriegen. Indem, dass du auf deinen Ferienpartner und alle, was die in Vergangenheit wehgetan haben, sehen drauf betst, lot dort den Geist Gottes an, deine Gefeile zu heilen, in den Band, was die an die Vergangenheit bingt, in deine Weidung fordert, aufzuschneiden. Wenn du die Menschen von deiner Vergangenheit vergeben und losgelassen hast, hast du immer noch eine Person, was du ankicken und vergeben musst, und dort bist du selbst. Vielleicht hast du in deiner Vergangenheit auch was Fehler gemacht. Na, dann steh dir tau in der Buße. Wahre Buße bedeutet, dass du wirklich bist, das Part von deinem Leben zu ändern und dort Gott zu unterstellen. Wenn du sitzt, dass du von den Problemen von deiner Ferien weggerannt bist und ansitzt, dass das auch recht wird, dann wird der Beweis von Buße sein, dass du nicht von den Problemen von deiner gegenwärtigen wegrennen wirst. Gott ist ein vergebender Gott. Er will dich gar nicht für das ewige Part von deinem Leben für die Fehler von deiner Vergangenheit bestrafen. Er will bloß, dass du die Verantwortung für dein Verhalten ab die nimmst und am dein Leben gibst. Wenn du das tust, wird er dir vergeben und dir die Gnade geben, um von dem Moment an in deinem Leben Erfolg zu haben. Aber ein Dank, wo lebend und gnädig Gott ist, seine Vergebung macht in deinem Leben keinen Unterschied, wenn du nicht wirklich bist, die anzunehmen. Denk daran, du hast die Gnade nicht verdient. Du wehen ist dort Gnade. Und Gnade ist du wehen frei, wenn du die nicht verdienen kannst. Meistens wirst du andere mehr Gnade geben, als was du selbst wirklich bist von Gott zu kriegen. Wenn du Gott seine Vergebung und Gnade für deine Fehler nicht annehmen kannst, dann ist dort möglich, dass du auch nicht sehr vergebend und gnädig sein kannst gegen andere ihre Sünden und Probleme. Das ist so, als die Sei ist. Du kannst dort nicht weggeben, was du nicht hast. Nimm dir dort am Hort fair, Gott seine Gnade anzunehmen, um deine Fehler zu bedecken und die Kraft zu geben, um von dort zu leben. Je mehr du von seiner Gnade annimmst, je mehr wird er ut die Rütranen am anderen kämpfen, der Ram die zu ermutigen und zu sehnen. Vergebung ist der Schlüssel, um von deiner Vergangenheit frei zu sein und eine gesunde Zukunft zu versichern. Wenn du deine Eltern, einen fähigen Geschäftspartner, den Partner seinen gewesenen Ehepartner, einen Freund oder irgendwas nicht vergeben hast, wird das dein ganzes Dasein in deine Familienverhältnisse antasten. Du musst alle Tag vergeben. Das ist, wo so Jesus die Sache von Vergebung am Gebet mit anschlaut, was wir alle Tag beten sollen. Vergib uns unsere Schuld, so als wir die vergeben, die sich an uns verschuldigt haben. Matthäus 6, Vers 12. Dit sind die wichtigen Werte, was unsere Horten reinholen und uns bekraftigen, auf einen gesunden Weg zu leben und gelebt zu werden. Und schließlich, sie ein gutes Vorbild, wo die Kinder sich an diesem nur rechten können. Sie kämpfen auch mit nicht vergeben können. Vielmal feilen Kinder diepen Eier in Gral gegen ein von den Eltern oder Stiefeltern. Vielmal waren sie sich sogar beschuldigen und große Schuld für Familienprobleme feilen. Dort ist wichtig und Anseinen zu halten, dass das nicht so ist. Also, bet mit, in für deine Kinder, und halb ihnen durchhand zu leiden, dass sie auch eine gesunde Leistung für ihre Gefeile kriegen. Nie anfangen ist nicht dasselbe. Wenn du einmal die Sache von deiner Vergangenheit verhandelt hast, dann bist du bereit mit den was zu tun, deine gegenwärtige Ehe. Und in jeder Ehe müssen verschiedene Entscheidungen gemacht, was den Erfolg davon bestimmen. Am wahre Befrieren wirst du anworden, dass viele von den Entscheidungen, was Erfolg bringen, dieselbe sind. Aber gewöhnlich sind die von viel stärkeren Gefühlen und Ängsten umringt, was da müssen überwunden worden. Da will ich besonders 3 empfindliche Aufteilungen bekicken.
Nummer 1. Was du dich verpflichten? Zoals ik al eerder zei, de je voor van waarde bevrijen als dat die met leren toevertrouwen en hechere erwartungen doen aangeeft. Doorwegen moet je al het mogelijke doen om die toevertrouwen hecher te krijgen en bloos waarheidsgemäß erwarten. Du moet ook de neiging, wat du van natuur hast, door zaakjes nen te gaan vermijden, liever als dat du door voets nen deefst. Dat is hoe dat spazieren nennt. De zweig van spazieren is doortouw om den karakter van de andere persoon kennen te leren en zijn wo goed je toepassen. Wanneer du die hastig frisch bevriest, oder ohne je draag kennen te leren, wirst du wahrscheinlich eine Person frieren, wat du immer noch versuchst uitzufinden, wer dat is. Wanneer du noch gar nicht genau weißt, als du dich zu dieser Person verpflichten wirst, dann magst du reit für ein Verfehl. Ein Daunt, wat für Weidog und Fehler in der Vergangenheit sind, stell deine Feit an die Gegenwart. Verpflicht die zu dieser Ehe. Ohne die zu verpflichten, wirst du in ein weiser Draht von verdorvenden Verholen kommen. Jedes Mal, wenn ein Problem abkommt, wirst du wundern, als dit dort ist, wat jene Ehe abbrechen wird. Während du so denkst, kannst du gar nicht alles in das Verhältnis geben, und während du so abhast und nicht verpflichtet bist, wird dein Partner auch anfangen, Trick zu holen. Zu guter Letzt wird das wahr worden, was du für Angst hast. Und dann wirst du die Ehe zum Einbringen und nur die nächste gehen. Das ist die Ursache, wo sie die Berichte wiesen, dass die Möglichkeit für Ehescheidung jedes Mal abgeht, wenn eine Person sich frisch befreit. Du kannst es aber abhören machen in dein Leben, durch dem, dass du eine feste Entscheidung machst, die zu deiner Ehe Hand zu geben. Das ist einmal so, das gibt keine vollkommene Ehe. Jeder Verhältnis wird seine Probleme haben. Und sogar die beste Ehen sind nicht ohne Probleme. Aber dort sind die, wo die Partner sich dort angegeben haben, ihre Probleme verantwortlicherweise durchzuarbeiten. Schreiber Linda Waite hat in ihr Buch, The Case for Marriage, interessante Sachen abgeschrieben, wat neu geforscht sind. Eine interessante Information, wat sie funk von Menschen, wat ihre Ehe als seine Anfrau ancheckten und sich überwälden taub zu bleiben, wir, dat 75% von Krieg diese noch 5 Jahre ihre Ehe als seine Frau beschreiben. Eine überwältigende Zahl von 86% von Krieg dieser Gruppe beschreiben ihre Ehen als viel Frauen. Taubvotung. Nimm von dort nicht ein Bild von deinen Problemen und sei dir selbst nicht, dass die Sache keinmal ändern wird. Der Teufel will kriegt, dass du dort bleibst, dass du abgibst und doch lässt. Dit musst du aber verstehen, dass wenn du die ganz hangibst und das Rechte deist, dann wird Gott die in jene Ehe segnen. Aber du musst hangegeben sein dort, dass jene Ehe schaffen kann. Nummer 2. Bist du die eine Person sein? Als Gott die Ehe mögt, seht er diese weer als Gesetze Anleitung, die erfolgreich zu machen. Door werden jet ein Mann von seinen Eltern weg und vereinigt sich mit seiner Frau und sie sind eint. 1. Mose 2, Vers 24. Door sind unveränderliche Gesetze, was die Anstalt von der Ehe lenken. Diese Gesetze sind alle wegen anwendbar für jede Person und alle Generationen. So ist das Gesetz von der Schwerkraft. Ein Daunt wer du bist, wenn du das Gesetz übertrittst, wirst du die Folgen leiden. Ein von dieser Ehegesetze kommt von der Utsei von 1. Mose 2, Vers 24. Und sie sind eint. Das ist das Gesetz von Eigendom. Gott sah dort an, dass die Ehe als eine ganze Vereinigung in Taubkommen von 2 Lebens arbeiten soll. Die Intimität und Vereinigung von der Ehe ist so deep, dass Gott das Wort eint brucht, um das zu beschreiben. Und wo waren 2 Dinge zu eint? Die vermischen. En andere wird, in eine Ehe wird alles, wat vorher einzeln geehend oder verwaltet wird nu mit Ehendeimerschaft in Kontrolle aufgegeben. Daher, wenn die Ehe wird nicht aufgibst zu deinen Partner, dat hij oder sie durch auch was zu sagen kann, en Einfluss geben darüber, dann wird dort ein Verhältnis Schaden in dieper Ehe verursachen. Wenn dort wahre Befrieren in taubgebrachte Familien geht, wird diese Sache von eint worden und 2 Stecken sehr empfindlich. Dat erste geht Kinder von der ersten Ehe. Dat zweite sind die Folgen von der vorherigen Ehe oder Ehen. Wenn du von einer vorherigen Ehe Kinder hast, dann musst du deinen neuen Partner deine Kinder geben. Du kannst die nicht zurückholen. Und kriegst so für deinen Partner, wenn du von einer vorherigen Ehe Kinder hast, dann musst du die voll annehmen als deine Kinder. Viele Eltern, die sich frisch befrieren, versuchen von ihren Kindern eine Ausnahme zu dieser Regel zu machen. Während ihre Kinder al viele durch sind, versuchen die Eltern, besonders die Mamas, die Kinder folgen von mehr Weidog zu beschützen. Das bedeutet meist immer, dass sie ihren neuen Partner nicht erlauben,
wat wir in ihre Kinder zu sein oder einen Einfluss zu geben. Wenn du glaubst, dass du deine Kinder einen Gefallen lässt, indem du dich von deiner Ehe weghältst, um dich zu beschützen, dann bist du auch recht. Das verursacht bloß, dass die Unsicherheit an ihnen anhält, indem dass es ihnen die Freiheit gibt, eine neue Ehe anzugreifen. Das ist, wo du die Wert meine verlieren und unsere annehmen sollst. Als das am Kinder, Geld oder irgendwas was geht. Nu, wenn wir das gesagt haben, müssen wir aber verstehen, dass die feinfeilend sein müssen für die Gefeile von jene Kinder und die Besonderheiten von jene Situation. Zum Beispiel, meistens ist das in eine topgebrachte Familie besser, wenn der körperliche Vater oder Mutter die Disziplin auf seine oder ihre Kinder anführt. Das ist besonders dann so, wenn das eine neue Ehe ist und das Verhältnis zwischen den Kindern und dem neuen Partner noch am Entwickeln ist. Aber sogar dann, muss den Partner Einfluss haben in was wo die Belehrung geht und wo der allgemeine Zustand von den Kindern ist. Je muss in ein Team sein und voneinander beeinflusst worden. Ich weiß, was du denkst. Ja, aber dort sind meine Kinder und mein Partner läuft nicht so als ich. So ein Denken verlängert die Angst bloß, dass dein Partner nicht die rechte Entscheidung machen wird, was deine Kinder anbelangt, wenn er oder sie nicht von so viel Mitleid und Besorgnis als du hast, gedreven wird. Sicherlich, dein Partner läuft deine Kinder vielleicht nicht so als du, weil wir dort annehmen. Du hast eine körperliche Verbundschaft, was ein von den stärksten Kräften in der Weltall ist. Aber, dein Partner kann deine Kinder auf einen wundervollen Weg leiten, durch eine freiwillige Entscheidung, und aber nicht so gefühlsvoll darüber sein als du. Aber die größte Form von Liebe ist, was in der Bibel als Agape-Liebe beschrieben ist. Das ist die Liebe, was Jesus für uns beweist, als er für uns am Kreuz starb. Das ist die einzige Form von Liebe, was nicht von Gefühlen abhängig ist. Die wählt sich dort zu leben, wen die dort will, nicht wen die dort noch fehlt. Nummer 3. Wirst du das Gute so gut als auch das Schlechte annehmen? Und schließlich, wenn das am wahre Befrieren in topgebrachte Familie steht, ist da noch eine Aufteilung, wo das Leben ein bisschen empfindlich werden kann, und das ist, wenn das am Defallen von einer fähigen Ehe kommt. Damit meine ich, Kinder, Geld, was Eltern für Kinder von fähigen Partner tun müssen, negativer Einfluss auf die Kinder von einem fähigen Partner, Verantwortungen an biologische oder nicht biologische Kinder zu versorgen, wann die Besuchen kommen und so weiter. Ein paar, was ich kann, machen eine Scheidung, während die Frau das so sehr hasst, dass ihr Ehemann seine Ferienfrau alle Monate das Kindergeld betont. Und es steht, dass sie das ankickt als Geld, was nur ihre Kinder ging, sagt sie dort an als Geld, was er seine Ferienfrau gibt. Jedes Mal, wenn ihr Mann sich durchsetzt, um das Scheck auszuschreiben, brücht zwischen ihren Streit ut. So als jede Ehe müssen Männer und Frühes, was sich frisch befrieren, verstehen, dass sie das Gute und auch das Schlechte von ihrer Lebensamt sich annehmen. Du kannst nicht das Gute holen und das Schlechte rütschmieden. Wenn je durch schwierige Tiden gehen, go je nicht hinein, je tragen nur das Taub. Nehmt jede Gelegenheit wahr, um aus ein Team taub zu waschen. Das ist der einzige Weg, dass eine Ehe Erfolg haben kann. Was ist wichtig? Jede Familie soll am eine Ehe gebaut sein. Eine Familie, was sich am Kinder oder irgendwas was baut, ist so als ein Atom ohne einen Nukleus. Ohne einen Nukleus haben die Protonen, Neutronen und Elektronen nicht am Wohnzimmer gehen können. So kann eine topgebrachte Familie nicht stark und fest sein, ohne eine feste Ehe und mehr. In meiner Eheberatung hier ich das Vorken, das Partner sein. Meine Kinder sind bliebend, aber die neue Ehemann oder Ehefrau sind nicht unbedingt. Das Problem mit so einer Denkweise ist, dass das Elternteil, was sonst sagt, die Kinder höher acht oder mehr Wert oder Wicht auf die leicht als auf den Partner, wenn das um jede Entscheidung geht. Das passiert besonders vor in Tiden von ernster Schwierigkeit. Der Gedanke ist dieser, wenn diese Ehe nicht durchhält, will ich nicht, dass meine Kinder mir für Lebenszeit feindlich sind, wenn ich meinen Partner höher acht als ernt. Daher wo ich Ehescheidung als eine Möglichkeit abholen, wenn ich meine Kinder höher acht als meinen Partner. So eine Rechtsschnur, von Angst kontrolliert, wird ein böses Draufkriseln von schlechten Entscheidungen verursachen, wird nur schlechte Gefeile an der Ehe führen und das führt dazu, dass das befürchte Wirklichkeit wird. Wenn du dich auf diesen Weg rauf befindest, lot die Angst die nicht mehr kontrollieren. Nimm deine Gedanken unter Kontrolle und lot kluge Denken und Weisheit dir mal leiden. Denke mal über das. Deine Kinder sind bloß für ungefähr 18 Jahre in ihrem Heim, aber ihre Ehe ist für immer. Deine Kinder können nicht für Erfolg in ihre Ehen und Familien reingemacht worden, wenn je nicht ein gutes Beispiel hingelaten.
fehlt dat daran, dat sie seinen, wo je eine gute Ehe büren en jene Probleme durcharbeiten. Die Sicherheit und dat Frausein von jene Kinder hängt in Wirklichkeit davon auf, wo beständig jene Ehe ist, also hab nicht Angst für ihre Antwort und lot jene nicht kontrollieren. Da bloß dat Rechte und verlot die ab Gott für die rechte Resultate. Und wenn eine schlechte Ehe jene Kinder verletzt hat, kann eine gute Ehe entheilen. Wenn du in deiner Ehe wirklich Erfolg haben wirst, dann mag deine Ehe zu einer Priorität. Lot deinen Ehepartner und deine Kinder dort durch deine Doten, wir in Anstellungen anbohren, dort du handgeeft bist zu jener Ehe und dort dat deine höchste Priorität ist. Du kostet ab so eine Weh daunen, dort deine Kinder sich nicht waren aufgewiesen feilen und auch nicht verursachen, deinen Partner zu hassen. Lot jeder einem dort bloß einfach weiten, dort du da bist, um dort zu bleiben. Und jene Ehe wird nicht ab den Altar von deine Kinder ihre Meinungen, Gefeile oder Antworten gelegt worden. Leif den, mit wem du taub bist. Ich hab viel durchgegangen, wat mit de grundlegende Sachen, wat wahre befrieren und taubgebrachte Families zu tun haft. Aber um dit Kapitel zu schließen, sind da noch eine Handvoll besondere Sachen, wo ich wenigstens noch Karten angehen will. Dat erste ist die Gefeile zu deinen gewesenen Partner. Ich weiß, dat ich all davon geredet hab, deinen Ferienpartner zu vergeben. Aber für viele Menschen ist da noch eine andere Seite. Ich red von Gefeile von Leib für den Ferienpartner, Gefeile, wat sogar stärker sind als die für den gegenwärtigen Partner. Solche Gefeile können eine frische, befriedete Person troublend herankommen und die gegenwärtige Ehe sogar an Gefahr setzen. Die Denkweise kann so als dit sein. Dit wie ein Fehler. Diese Ehe kann niemals so gut sein als meine erste. Behold dort, die Dievel ist beiß. Die wird deinen Partner an ein beschuldigen und jünt an ein Verseken zu tranen. Hij fängt an mit, weißt noch, wat für gute Tiden du mit deinen Ferienpartner hast? Ging dort nicht gut? Du berät he von derselben Person, wat he die wat Jahren träg verredt, dat he der Aufgang von der Welt wir. Nehm so ne Gedanken und Gefeile fast. Lot nicht tau, dat he die quälen, dat is bloß der Dievel, wat sie denkt dat. En hast noch beholen, wat Agape is, die höchste Form von Leib, der ist nicht ab Gefeile gegrenzt, der steht ab einer Entscheidung. Also, du entscheidst. Lot deine Gefeile nicht deine Entscheidungen bestimmen. Lot deine Entscheidungen deine Gefeile bestimmen. Kiek nicht einmal war trürend über deine Schultern träg. Da wat ein Leid sagt, leif den, mit wem du taub bist. Hab deine Aufmerksamkeit ab deinen Partner und leif arm mit dein ganzes Hort. Wo dat am meisten dat. Die Dinge, wat am dollsten dat Hort breken, wann ich taubgebrachte Familie sei, ist der negative Einfluss, wat viele Partner ab Kinder und Familie gebracht haben. Vielmal braucht die Ferienpartner die Kinder, um sich zu rächen oder weidog zu verursachen. In ihr Buch The Unexpected Legacy of Divorce schrieben Judith Wallerstein und Sandra Blakeslee eine scharfe Bemerkung, was sagt, dass Ehescheidung der einzige Staat ist, wo Eltern ihre Kinder aus Schoss brücken. Das stimmt mir. Ich habe alles gesehen, von der ansehnlichsten Weg, von wo die Ferienpartner die Kinder zu verdorben versiegt, but durch, dass die Kinder gelehrt wird, gegen ihre biologische Eltern in ihren Glauben zu sein. Dit is wat ich den Eltern sei, wat zo'n Ansehen begegnen. Erstens, dit wird auch noch vorbeigehen. Dit wird nicht für immer anholen. Vielleicht hat ein Ferienpartner so gut als möglich alles erreicht. Sie bloß dankbar, dass du mit den Kindern taub sein kannst, um ihnen den rechten Weg zu wiesen. Abraham Lincoln sagte mal, weil wir Glauben haben, dass Recht stark macht. Die Kraft von Wahrheit ist gerade aus der Kraft von Lehres. Die Kraft von Leib ist gerade aus der Kraft von Haus. Sie also tovertrüht, und da wieder wat recht ist, während du Gott für die rechte Folgen bleibst. Pass auch ab, dass du deine Kinder nicht brauchst, um für die mit deinen gewesenen Partner Kommunikation zu haben. Du dort selbst. Streng die für deine Kinder erzhalben selbst an, die zu verständigen und jünd einander zu verstehen. Manchmal ist dort besser, sich persönlich zu treffen. Aber wenn das nicht persönlich zu tun geht, dann ruf an oder schrieb einen E-Mail oder einen Brief. Gesunde Kommunikation ist wichtig, wenn die Kinder einmal in dit Heim und einmal in Jan Heim sind. In gewissen Fällen kann das für die neuen Partner leichter sein, für die mit ihnen gewesenen Partner was zu verhandeln. Aber sie weiß, macht das kurz klar, dass die Kommunikation respektvoll sein muss und dass du und dein Partner taub stehen und nicht von den Ferienpartnern worden getrennt worden. Ein wichtiger Punkt zum Beispiel ist, dass die Tiden von Kommunikation nicht dort sind, dass die Ferienpartner in der Gegenwärtige sich über Sachen, wo das die geht, unterholen. Mag auch sicher, dass alle Begegnungen,
was du mit deinen Ferienpartner hast, auf so eine Städten passieren, wo dort kein privater oder intimer Kontakt zwischen jünt geben kann. Wenn je jünt eine Person treffen, soll jünt Partner oder eine andere Person gegenwärtig sein. Und red für deine Kinder keinmal was Schlechtes von deinen Ferienpartner. Versäg nicht deine Kinder nur deine Seed ewer zu gewinnen, indem du entgegen deinen Ferienpartner besser machst. Deine Kinder motten weiten, dass du deinen Ferienpartner verjeft hast, und dort Beste wünschst, wann die dort auch wirklich was kost. Kinder sind klug. Die wirst nicht verlangen brücken kennen, so als du wärst. Über dem waren sie was angeht. Und wenn sie ihr staunen, wat Respekt nur dat Elternteil gonen, wat den besten Charakter bewiest und sich am besten verhält. Behol dat, wann Großmama auch die wie, wat die immer Kuchen geef, aber als die erst älter wardst, schatzt du dat immer dollar, dat deine Mama die auch dat reins eten mög. Sie nicht mutlos. Wahrheit wird gewinnen. Die Rechtlinie für angebrachtet verholen Handstahlen. Ein von den angebüten Dingen, wat Gott an eine Familie angebüht hat, ist, dat wir einander wenige mal auf einen sexuellen Weg seien. Biologische Eltern seien ihre Kinder weitleftig aus sexuelle Dinge und biologische Geschwister feilen meistens nicht sexuell nur einander getrokken. Aber das ändert an totgebrachte Families. Der natürliche sexuelle Schutz ist nicht mehr da. Dort ist wo so sexueller Missbrauch viel vorkommt zwischen Steifeltern und ihre Steifkinder passieren und auch zwischen Steifgeschwister. In totgebrachte Families muss anerkannt worden und gewisse Richtlinien müssen angesagt worden, sicher zu machen, dass es so wenig Probleme als möglich gibt. Erstens soll da eine höhere Richtlinie für anständige Kleiden sein. Anständig Kleiden soll so sein, dass es klug und angebracht ist. Unanständige Kleidung leidet nur stärkere sexuelle Versägungen. Noch eine wichtige Richtlinie ist, dass nicht biologische Familienglieder von verschiedenen Geschlechtern sollen nicht auf unangebrachte Weise allein die Taub spenden. Wenn das auch so zu sein allmählich ist, sich zu versichern, dass nicht biologische Familienglieder von verschiedenen Geschlechtern niemals allein gelassen worden, ist das nicht, wo ich von rede. Was ich sage ist, dass du das nicht erlaubst, dass das annehmbar ist, dass Stiefbrüder und Schwestern in ihre Stuben taub sind und die deren taub sind. Lot das nicht tau, dass der Stiefvater alle Abend eine halbe Stunde tau bringt, seine junge Stieftochter zu Schlaf zu bringen. Ich meine nicht, dass das Heim von einer taubgebrachten Familie von einer Anstellung von Verdachts- oder Misstrauersennen kontrolliert worden soll. Ich sage bloß, dass es mit klugem Denken geleitet worden soll, weitend, dass an so einer Familie eigentlich nicht da ist, was an biologischer Familie da ist. Noch eine wichtige Richtlinie für taubgebrachte Familien ist, nur die Kinder zu horchen. Vielmal, wenn Kinder sexuell gemissbraucht worden, gehen sie nur ihr biologisches Elternteil und sagen ihnen, dass da was Unrecht ist. Das soll nicht bloß zu sie geschoben werden. Sexueller Missbrauch von einem von den Steifeltern oder Steifgeschwistern muss auf einen direkten und ernsten Weg mit verhandelt werden. Rot mal wer zu mehr kommt. Das ist nicht bloß, dass meist alle Kinder wählen, dass ihre geschiedenen Eltern sich waren vereinigen, aber meistens seien sie Stiefvater oder Mutter aus dort eng von ihrer Hoffnung dafür an. Das ist, wenn Kinder zu ihren biologischen Eltern sehr treu sind und vorken eine sehr schwere Zeit haben, sich dort zu entstellen, dass einer von den Eltern sich frisch befreit und ein Stiefvater oder Mutter nennt kommt. Das erste, was dort halbt, die Wirklichkeit von einem Stiefvater oder einer Stiefmutter anzunehmen, ist, dass sie ihre Gefehle von der Vergangenheit lesen können. Ich wiederhole, das ist nötig, dass sie ihre Eltern, sich selbst, Gott oder irgendwas wem sie nicht verjeft haben, verjeven. Und wenn du dein Kind was Unrechtes angetan hast, musst du dazu stehen und irgendeine Verjewung fragen. Kinder müssen auch verstehen, dass die gehen wird von einem Niemannsfreund für ihre Mama oder Frühfreund für ihre Papa oder ein neuer Ehepartner nicht die Ursache sind, wo so je nicht waren mit den Ferienpartner taub kommen. Das ist wichtig, dass jene Kinder nicht beschuldigen, dass je nicht waren mit dem Ferienpartner, also ihre Mama oder Papa, befreien. Nehm die Zeit, mit ihren taub zu sein. Je Gelegenheit von gelehrten Rotgeber Rot zu holen. Eine angebrachte Spaziertiet ist noch ein Weg, Kinder zu helfen, sich zu einem neuen Verhältnis und den in ihr Leben anzustellen. Daher ist es wichtig, dass die neue Person einen Schritt auf einmal in ihr Leben bekannt wird. Da alles, was die kostet, ihnen zu helfen, dass sie so feilen, als wenn sie ein Part von dort Prozess sind und dass es nicht bloß mit Gewalt auf ihnen geschoben wird. Klar ist dort, dass Kinder nicht die letzte Entscheidung machen wollen, über wer die neue Partner ist, aber die spielen eine wichtige Rolle in wo die Verhältnis mit dieser neuen Person schaffen wird. Daher müssen sie in besonderen Zeiten, wo sie taub sind, mit angenommen werden,
een für die nieuwen vriend oder vriendin voor te bereiden, dat ze een leren te gleichen en zich met een topmakelijk feilen. Kinderen recht voor te bereiden voor een nieuwe stiefmutter oder een nieuwe stiefvader is een wichtig proces. Dat maakt einen gewaltigen Eindruck an ihre Levens en empfiehlt tot aan voorzichtige leiding en nozicht. In deze tijd van bekannt worden is dat wichtig, dat zonen wat möglicherweise Stiefeltern worden willen, nicht voorts anfangen de kinderen te belehren oder te bestrafen, want dat nicht ein Notfall oder eine sehr ernste Sache ist, moet de Manfriend oder Frühfriend sich dat Recht verdienen, om de kinderen te belehren. En sogar dan moet dat voorzichtig gedaan worden. En nog eend, nie Mann en Frühfriend moeten ook doen zijn den Ferien-Ehepartner te ehren en nicht verseken ihn te ersaten oder am ihren Platz zu streben. Sogar dann, wenn ein Kind von seiner oder ihrer biologischen Mama oder Papa nicht haft weiten wollt oder negative Gefühle gehen haft, soll die womögliche Stiefvater oder Stiefmutter abpassen, dass sie das nicht utnutzen oder das wieder ermutigen. Die Abgabe von einem Stiefvater oder einer Stiefmutter ist gute Eltern für das Kind zu sein und so weit, dass sie dafür verantwortlich sind. Sie müssen das Kind ihre Verhältnisse mit anderen Familiengliedern, besonders mit ihren biologischen Eltern, ermutigen und beschützen. Hier ist das wahre wichtig, Zeit zu geben. Kinder tun besser, wenn ihnen Zeit gegeben wird. Wort nicht mutlos, wenn sie für ein Stoutje kämpfen. Nur dem, dass je jünt befrieren, wo je mit jenen neuen Partner nie vereinigt arbeiten, die Kinder zu leben und zu belehren, und die wollen sich dort zu warnen. Am Anfang ist das wichtige Ding dort, dass jene Kinder weiten, dass sie ein Life haben, und dass ihr Verhältnis mit ihren Stiefvater oder ihrer Stiefmutter sich natürlich entwickeln kann. Wenn du auch darauf bestehen musst, dass die Kinder den Stiefvater oder die Stiefmutter respektieren, mach nicht den Fehler, dass du ihren Tisch wendet und zu weit gehen magst. Ich sehe mir sicher, dass du noch viele Dinge sind, was ich nicht engagiert habe, aber ich habe eins Wort engagiert, was die helfen wird und was deine Bedürfnisse betrifft, die Schwierigkeit von einer topgebrachten Familie zu lösen. Sieh die du mit dem Klaren, dass du Erfolg haben kannst, wenn du die frisch befriest und Familie taub kommen. Sicher worden da wat besondere Herausforderungen sein, aber da sind auch besondere Belohnungen für die, was sich dort wagen, die Herausforderungen anzupacken. Dankeschön für noch das Bierkarchen Eihe ab einen Stein. Ich wünsche, dass das eine Halb sein für die und eine Hoffnung, zu einer stärkeren Eihe bauen.